Guten Morgen til jullie alle. Ik heet jullie alle hartelijk welkom zu dieser Versammlung hier, wo wir immer waren frisch hier so von vielleicht allein sind noch hier uitgeloten wegen einer Conference und so nie, dass wir waren terug hier so sein. Heet jullie alle hartelijk welkom. Und dann heute noch ein Denken am Hort. Wir sind in Matthäus 8, aber ich fühle mich einfach direkt so, ich sollte vielleicht mal einmal von aufbrechen und einmal inzwischen einen anderen Thema nehmen, wo wir sehr beneidigt an sind. Ein Thema, wo vielleicht nicht geluten wird, ein Thema, wo du vielleicht nicht so wichtig angesehen wird, und was aber das Wichtigste ist. Und wenn für die Ursache, müssen wir noch mal was dann relevant ist in den Moment, ich guess, das müssen wir antasten. Und den Titel von meiner Botschaft von der nenne ich Leuwe ist das Geradste. Und das nehme ich von 1. Korinther 13. Ich habe aus Tags mit den ganzen Kapitel gewählt. Das ist vielleicht mit längerer Tags. Und manchmal wird wir in unsere Botschaften vielleicht eine Vers durchgehen und das outline. Und ja, ich kann das verstehen, wenn wir in eine Serie durchgehen. Aber ich glaube, was wichtig ist von der, dass wir uns diesen ganzen Kapitel mal ganz von Grund mal besehen. Ich kann mich nicht besagen, dass ich den jemals mal Plattdeutsch gebraucht habe. Ich habe auf Spanisch weiß ich mal. Aber ich habe auch mit vergessen, was ich daran von gemerkt habe. Aber wenn wir mal in 1. Korinther 13 gehen, wenn wir mal von Vers 1 durch den Kapitel durch aus Tags nehmen von der, wenn wir uns den mal überlesen, und dann, dass der Herr uns durchführen wird, was wir da sollen vernehmen. Hij sagt, es steht, das ist Paulus seine Wort, was durch den Heiligen Geist redet. Wenn ich mit Menschen in Engelsprachen reden kann und aber nicht live hat, wie ich nicht mehr als ein Bimmel oder eine Klingerschale. Und wenn ich eine Prophetengabe habe und weiß alle Geheimnissen und hat alle Erkenntnissen und hat einen Glauben beute versaten und aber nicht live hat, nicht live tue ich wir, dann wird das mit mir noch nicht. Wenn ich alles, was ich habe, die Arme jäuf und meinen Körper handjäuf zu verbrennen und den Menschen nicht gut wird, dann halt mir das nicht. Leib ist geduldig, Leib ist freundlich, Leib wird nicht ewig, Leib ist nicht eigenköpfig und puckt sich nicht. Leib ist nicht eingeschränkt, er ist nicht nusig und lässt sich nicht verbessern und er ist nicht nudrehend. Leib freut sich nicht zu dort, was arg ist, sie freut sich aber zu dort, was wahr ist. Leib verdraagt alles, sie glaubt alles, sie hupt alles, geduldig tragt sie alles. Leib hat kein Eng. Der Gabe prophetisch zu reden, wird abhören. Das Reden in Zungen wird abhören. In besondere Kenntnissen kriegen, wird abhören. Ans Weiten ist stärker wies, und ans prophetische Reden ist stärker wies. Wenn aber dort kommen wird, was vollkommen ist, dann ist dort nicht mehr stärker wies. Als ich ein Kind werde, dann rede ich als ein Kind, und dacht als ein Kind, und überlehre als ein Kind. Als ich über ein Mann werde, lehre ich auf, was Kinder ich will. Nu ist das so, als wenn wir in ein mürrigen Spiegel kicken und nicht klar sein kann. Der Zeit kommt aber, wo wir klar sein wollen. Noch verstehen wir muss stärker wissen, aber dann wird mir alles klar werden, so klar, als Gott mir nu all kennen wird. Nu bleiben uns Glauben, Hoffnung und Leib, diese drei, aber das Geradste von dieser ist der Leib. Wir beten. Lieber gerechter Vater, wie kommen wir für dich? Und wir sind so beneidigt, dass wir das verstehen können. Das geht so viel deeper, als was uns kleines Verstand abfuten kann. Und wegen wir bis kein Halbfing, als bei dir, kommen wir nicht die. Dass die uns das muss groß machen. Dass wir das machen morgen, wo hart wir in das kommen. Wo wir zu wissen haben, in Leib. Und wo wir du so manchmal von verjeten. Dat an Ziel,
manchmal so viel andere Dinge sein. Grote Dinge, wat in onze Augen groot zijn. Aber nicht merken, dat wat bij die groot is, dat even sei wie. Mocht die ons geven, dat we dit mochten diep te harten nemen. Mocht die onze harten al vooruit gaan uitgemerkt, als goud land. Dat wanneer die zo strengend is, dat het ook vrucht brengt. Wat kan ik nog zijn? Wanneer ik nog wel schrecklich reden, dan heb ik daf gereed, wo nichts doorheen is. Wanneer ik nog wel met de rechte weer wat vandaag brengt, dan stolper ik deze hand aus dem Stammer. Aber die wat die harten kans, die wat die harten haben Freude gemerkt, die wat krijgt wat die des. En dat is waarom ik mich nicht verlot, ab mijn reden. Ook nicht ab mijn geschickt. Ook nicht ordentlich ik verstoe de hand te brengen, aber ab den Jas verlot ik mich, dat die wat werken. Veel wieder, als wat we herrichten kan. En al dit, bad wie, dat die dat mocht doen om dien noem te verherrlichen, dien direct te wassen. En dat die de ere van Christus. Dat bid ik in Jezus zijn naam. Amen. So wat we hier zijn, dat is een ding wat ik garantie geef, wat we alle even zijn. Wie kijken ram ons, han veelten dingen wat er zoveel dollar ontreikend zijn. Als dat we ons ondereinander leven. Dat we Gott leven aan eerste stelle. En dat we een leven hebben einer zum anderen. Wens de leven, de dag zoveel eier schickt toe. Dan merken we dat gleich, wo eier schickt jana, oder dieser je was das. Dan merken we dat gleich, dat die haben vielleicht nicht so geredet, als ich vergleichen. Live, dat dort toedagen, dat du op eenmaal een aannemende persoon is, wat du schwer te leven is. Live is dat, wat ons verbindt in Christus. Wat manchmal so wie beschreibt dat jene. Wanneer nicht krijgt von unserer Gruppe ist. Wanneer nicht dat Geschenk hat von reden, wanneer sich nicht so benimmt ist wie das Gleichen. Dann ist das so unmöglich, wie das zu sein. Dann habe ich nur so wenig Ruhm wie das. Und das bei uns. Und das ist, wo wir uns machen, hart vermuten. Und ich will Ihnen das allem verrückt sagen. Dat die harten wat de gereinigd zijn door Jezus Christus zijn bloed, die worden dit aannemen als een warning, die worden ihr leven ändern. Die worden dat een durchgehen. En die worden vielleicht op einmal abroepen, zoals Jana door so den Pfingstdag deuten, en die zegt, lieve Bruder, wat zal we doen? Die harten wat nog niet geändert zijn. Die wat nog in Stalt leven, en zich was ze doen haben. Sie sind Christen und vielleicht noch sogar reformiert. Die waren vielleicht all waren. Das ist, woran du noch mal eine vierte Botschaft gebracht. Eine Botschaft, wo einer das Leiste wird uitloten, um nicht Anhell anzureiten. Dass die Harten offenbart waren. Dass es vandaag kommt. Von woher einer ist. Wenn's wir wollten dort, dass der Sohn erst sehr hängelastig. Das ist sehr gut zum sich verkleiden. Und uns geht einmal ein Grüssel dadurch, wenn wir merken, wo du hast eine Person könnt, so viel Jahren sich so verkleiden, und dort einer dort nicht wird gemerkt haben, dass das ein Falscher ist. Wenn's darf sogar die Wahrheit gepredigt. Und dort so mit vier. Dort eben Kirchenlehrer dort nicht gemerkt haben. Und das ist so ein Schreck, wenn dort ist vandaag kommt. Weil glaub nicht, dass das bloß einer ist, wer sich so versteht zu verkleiden.
dat hij een Gotteskind is. Du wie maar dat so diep geprieft. Du wie maar dat getest. Sein, dass wir Gott sein Wort vertrauen, wann er uns die hardste Vermahnung gibt. Und das ist, woran ich mal gesagt habe. Dat Jaf sagt, dat een Prediger eine Botschaft bringt. Und der lässt sich kein in particular uit, wem er treffen will. Der bringt bloß die Botschaft von der Bibel. Und in einer Versammlung, da sind mehr Menschen, die das hören. Der eine bezieht den anderen hier in derselbe Botschaft. Und der eine, der fühlt sich so geschlagen, durch die Karte kämpft. Aber der fühlt sich auch so froh, dass Gott danach genug bewiesen hat. Und der fühlt sich so abgebüht, durch das, was Gott durch Jesus Christus für ihn getan hat, am Kreuz. Der ist so froh, dass Gott sein Wort klar gepredigt wird. Der Nubadua hat dieselbe Botschaft gehört. Durch denselben Redner, durch dieselben Speakers. Und der wird flom da. Was ist der Unterschied? Du bist ein wahrer Geborener und ein Falscher. Du scheut sich, du darfst sich das verdauern. Na, das ist unsere Prüfung von dir. Wenn uns Gott sein Wort wird streng verkommen. Und wenn wir wollen auf einmal ein Wort nachgeroden, das sehe nicht ich. Dort soll eine rote Flagge sein für uns, um uns ungesehen, ich habe mir wohl lange nicht reich gesehen. Und wenn uns das eine Vermutung wird sein, dass wir durch sein, wo kalt wir kommen. Dass wir das durch wollen, zu sein, wo lang nicht ich leben habe, als ich leben soll. Wo soll ich kalt ich in das kommen? Und das bringt uns dazu, so dass Paulus die Korinther gebracht hat, dass sie in den Trüben gerufen. Da wollen wir Gott danken dafür, wenn wir traurig waren. Wenn es dort ein Trüben Gott sehen will. Und das bringt uns dazu, dass wir Büsse tun, dass uns Leben durch anderen tut. Und Paulus sagt, dass dort habe ich keine Schulden gekriegt. Aber die Trübe von dieser Welt wirkt den Tod. Wenn wir uns vor uns selbst bejammern, durch Gott sein Wort, und wir wollen sagen, der Rand uns bis einmal rauf, das ist ein Trübe von dieser Welt. Und das wirkt den Tod. Merkt ihn du bereit. Wenn dort ist, wo je eingestellt an Gott sein Wort gehen Eva, dass die nicht dort wollen hier. Und hier ist diese Warnung, was ich an jeder Tochter gebe. Und auch an jeder Pastor. Jeder Prediger, und dann von wovon ich euch gesagt. Wenn dein Ziel ist, dass die ihn wollen Gott feilen, durch die Botschaft. Wenn das dein Ziel ist. Wenn dein Ziel ist, der Prediger soll so bereden, wo ich mich abgehoben fühle. Und ich will mutig in Haus fahren. Dann mag ich nicht warnen. Dann habe ich womöglich auf einmal einen falschen Prediger, was ihn bis die Ohren schütteln hat. Und da habe ich von der ersten Tag so sehr all von vergessen, dass Gott sein Wort das ans Gleich soll loben. Dass Gott sein Wort das gleich so zu uns reden, dass wir uns gut fühlen. Gott sein Wort redet zu uns, dass wir uns schlecht fühlen. Gott sein Wort redet zu uns, dass uns das schlupflose nachjaft. Gott sein Wort helpt uns zu denken, wer wir sind. Warum? Damit wir besser verstehen können, was das meint, wenn Gott uns danach genug bewiesen hat, so sündig ist wie wir sind. So mein Ziel ist nicht, mehr an einem Gott fallen. Das ist nicht mein Ziel. Und wenn ich mir das Wort will. Wenn dort meine Haupt, ich will, haben die sollen in Gott fallen, aber da hat Christus getan hat für ihn, yes. Aber ich will nicht mit Jesus ankommen. Und gegen Jesus und allein. Dass die ihn sollen Gott fallen, aber ihn selbst. Wenn das kann ich nicht von mir selbst sein. Wenn ich mein eigenes Leben besäu, wo sündig das ist. Wo sei ich komme vor Gott, den dreimal heiligen Gott. Ich kann nicht, wo ich mir Gott fällt. Wenn ich mich selbst besäu. Aber ich fühle mich gut. Wenn ich abchecke, was Christus getan hat.
ist der Unterschied. Wenn wir uns diesen Text mal betrachten. Paulus sagt, wenn ich mit Menschen in Engelsprachen reden kann und du nicht Leib hast, wie dort mit mir, wie ich nicht mehr aus einer Bimmel oder einem Klingerschal. Like, was du keine Wies führt, das ist nicht zu verstehen, was das überhaupt soll sein. Und wenn ich eine Prophetengruppe hat und weiß alle Geheimnisse und hat alle Erkenntnisse und hat einen Glauben beute versaten und aber nicht läuftulich wird, dann wird dort mit mir noch nicht. Das ist eine Warnung für viele Missionaries. Ich würde sagen, zu alle Missionaries, zu alle Predigers und zu mir selbst. Worum will ich mehr lernen von dieser Schrift? Worum will ich mich hingeben zu studieren? Dass ich eine Antwort habe, wenn du ein Tag fehlt, eine Antwort zu geben. Worum will ich das? Und leider muss wir das von der ersten Tag sein. Dort in so viel, und even among viele Reform Circles, hast du ein großes Verlangen, hoch zu lernen, geschickt zu sein und da in die Seminaries zu gehen. Warum? Ich sage mal, mein Rechtbühren. Liebe Freunde, liebe Pastoren, liebe Missionary, wir haben die Besten, liebe Brüder und Schwestern. Wenn ein Ziel ist, viel zu weiten von dieser Schrift, am euer sein zu sein, dann sind wir nicht mehr aus einer Lade Klingerschal, du kannst kein Mensch sagen für einen Tag. Viel wollen, und Paulus sagt, even wenn eine Prophetengruppe hat und weiß alle Geheimnisse, weißt du, lass mich mal ein feststellen, was so viel kläger ist, als wir sind. Lass mich mal ein feststellen, wer so viel mehr weiß, Geheimnissen weiß, als wir weiten. Als was wir jemals hier so auf dieser Erde wollen weiten. Lass mich den mal feststellen. Und den halb dort nicht. Das ist der so tun selbst. Wenn ein Ziel ist, so hoch gelehrt zu werden, so schrecklich zu reden, so alles in Ordnung zu haben, dass wir wollen, wir wollen das antreibend merken, so eine große Gruppe zu kriegen für uns. Und wir wollen diese hoch seine Missionaries und Predigers sein. Und dort mein Ziel ist im Kopf, even wenn ich mir auch so ich sie demütig. Aber wenn dort bin in mein Hort, das Verlangen du hast, wer groß zu sein. Und Lehrer zu sein, vielleicht eben so eine große Gruppe. Ich will die Pionier sein von der Reformlehre hier, manche Plotische zu verbreiten, wenn das mein Ziel ist. Ich will die Große sein. Dann sehe ich nicht mehr als ein Bimmel oder eine Klingerschal. Wenn ich was du dann wird uitgeluten sein, wenn das mein Ziel ist. Live. Worum würde ich gehen? Worum würde ich gehen? Und wollen überhaupt ein Missionary sein? Was ist das Ziel dahinter? Ich kann abbrechen Missionaries. Ich kann abbrechen Predigers. Was Gott so gebraucht hat. Und er hat die weiten Breit gebraucht, um das Evangelium mit Menschen zu predigen, wo das noch nie gewusst ist. Und Gott hat wunderbar gewirkt durch die. Und ihre Ministry ist so groß geworden. Aber lass mich mal eines sagen von dir. Nicht ein von euch, wo du abrechtig sind, wie ihr Ziel, groß zu werden in ihrer Missiondienst. Der hat bloß ein Ziel. Und dass wir sind, treu sein zu Gott sein Wort. Treu sein zu das, was Gott mir schenken hat. Und wenn Gott mir in ein Waldland schickt, wo ich saß, oder 5 oder 6 Personen da, 20 Jahre alt, das ist meine Kirche. Du hast Gott mir gesagt, zum Deut zu dein. Das ist, was ich dann will tun. Wenn es das dort wird.
Nou, de Frau, wat wir uns machen, de Frau, wat wir uns machen, beantworten. Wenn wir das nu wissen, wir geben uns nu uit als ein Missionary oder als ein Prediger. Und wir wissen, dass das wird für 20 oder 30 Jahre nicht wachsen, du würden keine Glieder kommen. Das ist so klein, die kannst du davon leben. Du wirst noch mit 7 Monaten so schwer schaffen, dass du zu leben hast. Als dass du wegen wird. Ich meine, falls die so eine Leute für Gott seine Kinder, dass die dort wegen was. Wenn die dort verlangen, Missionary zu sein, dann wird vergehen. Dann hast du dort nicht wegen Leute getan. Dann hast du dort wegen die Salz getan, dann hast du dort wollt aus dem Bargaining Chip brücken, dem wo wird geroutet mehr. Und ich habe, da man meine eigenen Ohren gehört, wenn sie ein Pastor früher, was eine sehr große Ministry hat, was Millionen Bibeln gedruckt haben und haben die weltbreit verschickt, in verschiedensten Sprachen. Und das dort mal Anfang mit ihrer Ministry, ihrer Kirche. Und sie dann fragen, wird das dein Plan? Ist die in diese Kirche ankommst, ist die du Leute bestätigen als Lehrer? Ich meine, das ist das, was du für einen Plan hast, sei ich mal in meinen wildesten Traum. Mensch, wenn der was will, dann macht ihr das doch Plan, nicht? Ja, es ist ein Business. Aber even dann verschlägt das Plan für nicht. Wo haftet dann, was wie dein Ziel dann? In ein Abbrecher Prediger, Abbrecher Lehrer, Minister, der sagt, mein Plan wie Bös, treu sein zu Gott, sein Wort und zu das, was er mir hat vorgestellt. Wo immer der dort leiden wird. Und der einzige Hand muss sein, und der hat so weit ever mehr getan, als ich mir jemals würde können wünschen. Was dann glaube ich dort? Dass sie das nicht live getan haben. Aber das geht uns mit wie uns aus einer Warnung feststellen. Was ist ein Ziel, Gott zu tun in der Kirche, so klein oder so groß ist der ist? Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Wenn wir erst 20 oder 30 Jahre eine Gruppe würden sein von 3 oder 4 oder 5 Familien, würde dann schließlich betonen, abzuhören, dass sie was gleich. Wenn sich das dann betont abzuhören, dann betont sich Gott das auch abzuhören, mit uns wieder gnädig sein. Paulus sagt es das. Wenn du nicht live hast, dann hast du das alles nicht. Und du merkst weit wie das auch, dass du sagst, nicht alle Menschen, was du gehen das Evangelium predigen. Und viele haben auch sogar das wahre Evangelium. Und die tun das nicht live. Die tun das nicht aufgangs. Die tun das nicht in den rechten Sinn. Die tun das, als wenn das eine Kompetenz ist. Und du musst wie verwarnen. Du musst wie uns erst selbst verwarnen, dass wir nicht auf einmal in dort reden. Und wir müssen auch Warnung rückchecken. Wenn was sei wie in Philippa 1, Vers 15 bis 18. Paulus hat dann all mit dir zu kämpfen. Philippa 1, Vers 15, wenn ich das sage, wenn das auch so ist, dass einige Christus uit Aufgangs und Striedsucht predigen, sie tun andere das doch uit gute Meinung. Sie tun dort in Leib, weil sie wollten, dass ich hier sie für das Evangelium anzustunden. Nie sagt er von der anderen, in der 17. Vers. Gerne, der Christus mehr uit Aufgangs aus uit reinen Brief predigen, meinen sie wollen mit der Gefangenschaft nach Schwander merken. Aber was ist daran? Ob das nu uit einen Abbrechen oder einen Anbrechen Grund kommt. Das Wichtigste ist, dass Christus unter alle Umstände gepredigt wird. Und du frei mir und ich will mir auch wieder freien. Ich habe das sein, was du inzwischen einen Mann kriegst. Du sagst so, der predigen das Evangelium. Nicht wegen
nicht wegen so einen großen Drief haben, zu was Großes zu kommen. Sie tun das wegen dieser eine Ursache. Sie tun das wegen Liebe. Und nu wollen wir von reden, von Predigen und von Mission Diensten. Warum wird wir Mission Diensten? Wenn wir anfangen zu tun, Mission Diensten, wenn wir rausgehen und merken uns bekannt mit anderen Menschen, da fehlt mir das Evangelium zu predigen. Warum wird ihr? Das ist meine Frage. Warum sei ihr heran, ohne das Evangelium mitzuteilen? Erst dabei mal, wenn sie wollen bessere Menschen von dir merken. Das ist doch einmal die Hauptsache. Weil die Anwalt darum mal besser merken, als dort die Ursache, warum die gehen, das Evangelium predigen. Aber wird ihr einmal gehen, wenn sie laufen da. Und lass mich Ihnen das sagen. Wenn jeder schweren kann lernen, da wird jene Leute verschwingen. Der Leute wird die Daumen, was die für die Person haben, even die wird noch verschwingen. Weil wir uns nicht unschmieren. Das ist gleich so, dass wir unsere Nächsten immer so laufen, als wir uns tun. Wenn wir das kann lernen, dann leben wir auch da Fehler kann. Und dann kommt es darauf an, dass wir das leben können. Warum wird ihr danach gehen? Wir machen eines in unsere Gedanken, in Denkhol. Du kommst nicht darauf an, wo soll er wieder schließlich leben tun. Wir machen uns das eines sein. Das ist wie Gott der läuft. Wenn sie wollen in Jünd nicht genug Kraft haben, die wollen nicht genug Leute, die können Tup sammeln in Jünd. Doch die wollen den Nächsten wie ein Leben bleiben, so sie soll. Die wollen nicht können. Wenn sie wollen, dass Tosa wollen, die sind etwas Kraxes gehen. Du hast euch wirklich einen Grund, dass ich der leben soll. Die sagten mir actually to. Die tun mir viele Dinge an. Und ich mag dort, was von Aufschrei ich sie bei dir. Wo je selbst wollen. Jeden Charakter ist anders, als sie das gewandt sind. Die haben nicht das Geschenk, was die anderen haben. Die sind vielleicht oldersche Menschen, als die anderen sind. Die anderen sind vielleicht so viel sinnlicher. Die sind vielleicht so viel höher gelehrt. Academically sind sie weit überjüngend. Und die wird das immer gleich, dass so eine Lehre ausgelehrte mag sein. Und dann müssen wir uns fragen, verschwenk unser Leben da nicht für dich. Und wenn die wir sagen, no, das nicht, der Leib, das nach einem Krieg so stark ist, einmal, hey, weißt du lässt die Salz fair, wenn dieses dort ist. Automatically, kriegen wir, wo sei diese die Leibs, wenn wir wollen abrechtig sein, und wo wir das an, unser Leib, der ist ein großer Pott verschwungen. Wir sind Menschen. Und wie kommen du an der Karte? Wir legen uns Salz fair, dass ich den haben Krieg so Leib ist einmal. Und der das Krieg, worum Jesus sagt, der eine Kirche in der Offenbarung, ich kann das gehen, dass die von der ersten Leibbass aufgekommen. Hier Amen, da war er, so ist die Deutsch. Ist das nicht immer Krieg, was da passiert? Dort wie, wenn wir eine Person kennengelernt, dann ist das sehr knapp, dass wir die noch so leben, als wir die mal im ersten Mal ein Bild sahen, oder wir haben vielleicht von weit auf, die sind vielleicht Halbmarammer der Welt, die wohnen vielleicht Halbmarammer der Welt, und wir haben bloß die kleine Mensage, wo die sich haben geputzt, diesen Mensage mehr, dann haben wir die euer Hart und dann leben wir die du noch, als wir die du haben kennengelernt. Was dann, wenn wir das wirklich kennenlernen, und was dann, wenn wir uns erst kennenlernen, und wo wir das an? Wir sind nicht so, als wir uns gedacht haben.
En weet je wat? Du hast je voor van die eerste life af te komen. Weet je wat? Dat is een conditional life. Die life, die heeft zich gebied op een gewisse condition. En dat is niet zo'n life als God. Wens die life, die heeft zich gebied op dat die persoon, zoals de Engelander zegt, je meet certain criteria. Die ervult gewisse erwartungen wat ik heb. Die valt dingen wat mij interesseren. En op die condition heb ik mijn leven gezet. En eenmaal hastig merk ik dat die persoon, die komt dat niet meer nu. Die is niet zoals ik dan mij voorstel. En eenmaal hastig merk ik dat mijn leven te de nächsten, der is überhaupt nicht op dat gebied, zoals God zijn leven op ons gebied is. Wens onze leven te de nächsten, is zo conditional. Een dag zal we de nächsten leven. Unconditionally. Ohne Grenz. Ohne Ursache. Wens van wie zo leven willen als God ons geloofd heeft, dan moet we ook die dingen wat we je in Stich stoen voor de leven, die moet we dan het zien. Waar we ons best mal klein beetje ons mal een beeld meer. Wanneer God zijn leven conditional wird, en dat is wo viele Menschen sagen, in die biblische Lehre sind von unconditional election, oder wie würden man sagen, unconditional love. Die glauben, das ist eine falsche Lehre. Aber wenn Gott eine Condition gesagt hat, die können uns mal bloß ab so eine Conditions leben. Wer von uns wird dann von Gott geläuft sein, wenn Gott erst gehasst über den Sinn und über den Sünder? Gott kann nichts mit Sinn zu tun haben. Und wenn Gott eine Condition sagt, dass wir ich sollen handkriegen, wann wird eine Ursache gefunden haben, uns zu leben, der wird keinmal haben. Und keinmal wird ein einziger Mensch gewesen sein, wo Gott eine groß genug Ursache gesehen hat, um die Person zu leben. Wir haben Gott keinmal eine Ursache gegeben, uns zu leben, und doch lebt er uns. Wenn wir uns riemen wollen, dass wir so eine Leben für den nächsten haben, als Gott uns hat, dann müssen wir uns Standard in Notbett höher sagen, als was wir haben. Ein Standard von Leben kann da nicht sein, dass da in der Person, der hat mich gestört. Oder da in der Person hat mich, der hat mich nicht geläuft. Like, jedes Mal, wenn ich was treffe lang, von den nächsten, wenn ich die Leben tue, dann ist das all eine conditional love. Und wir wollen, dass Gott seine Love als unconditional. Die Test aber, zum uns testen, als wir wirklich wahre geborene Kinder Gottes sind, die fingen wir in 1. Johannes Kapitel 2. In der 1. Johannesbrief ist eine ganze Reihe von Testen, wo wir durchgehen, womit das soll für ein Tag kommen sein, als uns wirklich was passiert ist, dann, als wir da, dass wir wahre geboren werden. Wenn Johannes sagt, ist das in Vers 8. 1. Johannes 2, Vers 8. Und doch schrieb ich ein neues Gebot, das ist in Jesus Christus war und es auch in Jünd, weil das Düstere verschwindet und das wahre Licht scheint nu. Wer du sagt, dass er im Licht ist und über seinen Bruder Feind ist, da ist noch im Düsteren. Wer seinen Bruder Gott ist, lebt im Licht, in der Arm kommt keiner zu Fall. Aber wer seinen Bruder Feind ist im Düsteren und lebt auch im Düsteren und weiß nicht, wo er handelt, wenn es das Düstere am die Augen verblendet hat. So, wir können uns so sehr leicht selbst verlegen und sagen, in mir,
Ich voll dat, ich sehe in Christus. Die Frau ist, dass du da noch mal einen Test machen. Dass du das noch mal uitproben, sein, dass du wirklich in Christus bist. All die, wat nog mal te doen haben mit Dingen bauen. Da laat het zijn van dasherie, van Isa, met Plastik, wat immer du gebuut wordt. En du wordt keinmal getest. Wir sind bis in die Hoopning, das wird all fern toepassen, das wird all hol. Aber das wird keinmal auf eine Probe gestellt. Sag mir doch mal, was für eine zufriedene Kunden wir je haben. Du kommst mal auf Troubles für einen Tag, als je glauben. Wenn wir dort all mit Titel Dinge tun, wenn wir im Titel was schaffen, wir merken uns das nur, wir merken uns das sicher, dass das für sicher wird sterben. Wir tun Dinge von unserer Assembly-Land raufnehmen und wir tun dem mal einfach zweibrechen, mal sagen, wo viel Vertrag dort? Mit was für Vertrauen kann ich das auf den Markt bringen? Wenn ich das tun noch gerade hier vor, bis gleichgültig sein und glauben, das wird alle Fans schaffen. Wenn wir dort all mit Titel Dinge tun, uns das so nehmen, uns das so sehr unsegnen, dass das auch was schaffen. Warum wird wir nicht mit das geradste Ding in uns Leben wollen testen? Und das ist unsere wahre Geburt, das ist unsere Gemeinschaft mit Gott. Warum wird wir da nicht mal testen? Und weißt du Gott, das ist, was viele Menschen vergessen. Die testen die nicht. Die testen die nicht, ein Instrument nur, was uns kann sein, und das ist die Bibel. Wenn wir im Titel was meten, dann haben wir ein Instrument, was du eingestellt hast, was du einen Standard nur dort testen lässt. Und nicht dort nur. Wenn wir bloß von ungefähr, wo wir testen, habe ich keinen Standard nur. Habe ich keine Nummer, aber wo wir können sagen, das ist der Result. Das ist der Resultat final. Die Bibel ist ein Instrument, mit was wir uns testen tun. Der Standard, dem was Gott gesagt hat. Zum uns proben, zum sein, dass unsere Gemeinschaft, unsere wahre Geburt, ist die wirklich, da haben wir uns beselbt Fehler. Und wir müssen uns testen. Und das kriegt, was Johannes den Brief geschrieben hat. In 1. Johannes 4, du gehst noch wieder mit den Tests. Wann es dit sagt, Vers 7. Liebe Freunde, weil wir uns unter Gott sein, welches Leib stammt von vorher, wer du Leib hat, erst von Gott geboren, und kennt Gott. Das ist uns sein, uns wiesen, das ist der Standard, uns testen. Weil wir uns unter Gott sein, welches Leib stammt von Gott. Erst dieser Leib unter uns. Sei wir uns unter Gott. Nicht dann, wie wir uns mal ein Tag sagen, Gott gewasst. Das ist nicht die Frau hier. Hij redt hier nu im Present Tense. Sei wir uns nu unter Gott. Nu wird wir unsere Schwachheiten haben kennengelernt. Nu wird all einer den anderen einmal beleidigt hat. Nu wird all einer den anderen einmal hat was gesagt, was den nicht interessiert. Sei wir uns nicht unter Gott. Wenn es von unser Leben dann vergehen ist, dann ist es eine conditional Leben gewesen und das nicht von vorher. Wenn wir von Gott geboren sind, dann sind wir uns nie Gott. Und hiermit laat mir klar machen, das ist nicht eine geheuchelte Leben. Eine geheuchelte Leben ist so eine sehr schaffige Moment, wenn die mit wem begegnet. Was von Büten kommt. Wenn es allemal hat das wenigstens all gelehrt. Die Falsche und auch die Wahre haben das gelehrt, dass wir uns leuftulich benehmen. Und die Falsche haben das verstanden all mit mir. Aber innerlich in Hort weiten sie, dass das immer gleich eine gewisse Person sein. Und nicht immer kann ich das auch immer verstehen. So die Frau, was wir uns beantworten, ist, da wir diesen Test noch mal ran. Sei wie wirklich von Gott geboren.
Wer nicht Leib hat, kann Gott nicht, wenn Gott erst uns gut. Gott weiß uns, wie gut er uns wird, als er seinen einzigen sehen in der Welt schicken dort, dass wir durch am leben sollen. Durch das soll wie was Leib wirklich ist. Dass wir nicht unser Leib für Gott, dass wir seine Leib für uns, dass er uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Lieber Freund, wenn Gott uns so gut ist, dann soll wir uns auch untereinander gut sein. Kein Mensch hat Gott gesehen. Wenn wir uns untereinander gut sein, bleibt Gott in uns und dann ist seine Leib vollkommen. Gott hat uns von seinen einen Geist gegeben und deswegen weit wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. So das ist ein Ding, was uns passiert ist. Dass wir Leib haben, einer zum anderen. Gott schickt seinen Sehen, wann wir uns erstmal haben recht gemerkt, wenn wir uns erstmal haben bewiesen, dass wir würdig wären, dass wir würdig wären, dass Gott soll uns seinen Sehen schicken, erst dort, wann Gott uns seinen Sehen schickt, wie oft davon. Nee, Gott schickt uns seinen Sehen, als keiner würdig wird. Römer 8, als ein Kloret. So sagt Kloret. Bewies. Römer 8, entschuldigt, Römer 5. Vers 6. Als wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns gottloser gerechte Zeit. Du würdest schwor, wer für einen gerechten Mann sterben, doch für einen guten Mensch macht das wer unter tun. Aber Gott weiß an seine Leib durch an, dass Christus für uns starb, was wir noch sind, wir. Wofür mehr dann? Nu, dass wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott sind, euer verschont blieben. Ja, hör noch einmal. Als wir nach Gott seine Feind wären, ward wir durch seinen Sehen, sein Blut mit Arm versöhnt. Und nu, dass wir gerat sind, wieviel sicherer können wir uns der Erfahrung doch sein, weil er in uns lebt. Das letzte Part, weil er in uns lebt, ist das wirklich, was wir können sagen, Christus lebt in mir. Wir können uns nicht in so großen Gefallen tun, wenn Christus nicht in uns lebt und wir uns bloß für die Menschen so tun, dass er das. Der Leib, was wir dann glauben zu beweisen, ist eine gehechelte Leib. Das ist lauter Hechlerie. Und das sind Kreisen tun, wo wir sind, ab von Staub, wo wir gelehrt sind in der Schrift, dass wir all sein können, Paulus in uns Tags finden, in 1. Korinther 13. Das sind tun, wenn even mit Engel sprechen reden. Und wir nicht Leib haben. Wir sind eine lage Klingerschale. Das ist, warum das so sehr wichtig ist, dass wir uns Pferden abschwappen und Pferden testen tun. Es ist unsere wahre Geburt wörtlich. Oder haben wir eine neu gemerkte wahre Geburt? Wo ein Mensch sich selbst zur Natur merkt, oder selbst fällig. Wenn du wirst eine Leib haben für den Nächsten, wo sagt Johannes, wo seht ihr nochmal wahr? Wo kann wir sein, dass wir Leib haben für den, wo kann wir sein, dass wir Gott leuben, wenn wir nicht dem Bruder leuben, dem, was wir sein? Wir legen uns selbst fair. Wenn wir uns bloß so tun, wir haben Leib. Und das aber nicht wörtlich ist. Wenn Johannes geht hier wieder in 1. Johannes 4, Vers 19, er sagt, lasst uns untereinander gut sein, weil er uns all vorher seine Leib geschenkt hat. Wenn Gott dir nicht die Leib geschenkt hat, du prüfst die selbst Leib abzumastern, du schmierst die bloß selbst an. Du legst die selbst fair. Wenn wir sagen, er hat Leib für Gott, und er seinen Bruder aber feindlich gesonnen, deutlich. Wer seinen Bruder nicht gut ist, den er sieht, der kann Gott nicht gut sein, den er nicht sieht. Das ist, was er uns gesagt hat. Wer Gott gut ist, wird auch seinen Bruder gut sein. Das ist, was er uns gesagt hat. Der Beweis,
dass die Gott seine Kinder sind, als gesandt in Sturm, jenen Nächsten, jenen Bruder Gott zu sein. Und wenn das aber so allmählich ist, unseren Nächsten Gott zu sein, soll wir uns da noch länger verlegen und sagen, ich bin Gott sein Kind. Oder soll ich dann nicht Angst schreien? Gott, warum kann ich den Nächsten nicht so gut sein, als ich weiß, dass ich soll sein? Ich weiß, dass das war zu knapp getan. Dat wanneer we dat op eenmaal maken, wo vlak onze Leib ist zu den Nächsten, und uns dann nicht aufholen wird, dann weiß ich dort, dass wir auch nicht begreifen, wo wir sollen leben. Und was das meint, wenn ich nicht kann leben. Wenigstens dann sehe ich nicht Gott sein Kind. Wenigstens das ist nicht von uns abhängig, dass wir uns Leben abmastern tun. Uns die Gewalt andun, mal wem zu leben. Wenigstens das so ein schweres Ding zu tun. Aber wenn wir von Gott geboren sind, dann ist der Leben mit angeboren. Wenigstens was sage ich, wenigstens hij hat, laat uns in ander Gott sein und will hij uns all verheer. Nicht hör mal. Wenigstens hij uns all verheer seine Leben geschenken hat. Hij hat uns diese Leben geschenken. Und ich kann es nicht sehr genug sein, wo wichtig das ist, dass wir uns das denken halten, dass wir uns das testen tun. Wo schwer fällt mir das, den Nächsten zu leben? Wenn dort eine allmähliche Sache ist, und ich mag mich quälen und tun, den Nächsten zu leben. Weißt du Gott, dann habe ich mich vielleicht vermehlich den ganzen Tag über Ferien lernen. Ich bin ein Kind Gottes. Und der Beweis, dass wir ein Kind Gottes sind, kommt davon her. Oder der Beweis, dass wir ein Kind Gottes sind, ist das Grund. Dass Gott hat uns seine Leben in unsere Herzen ausgegoten. Und nun können wir nicht anders. Wo wir perfekt sind in der Leben zu unseren Nächsten, nee, wir wollen kalt kommen. Aber weißt du, was dann der nächste Beweis wird sein, ob wir Gott seine Kinder sind? Wir wollen gebrochen sein, dass wir nicht so gelebt haben, als wir haben sollten. Das ist der Beweis, dass wir Kinder Gottes sind. Ich dachte so, der 13. Kapitel, 1. Korinther, der hat vielleicht eine halbstündige Utleihung, dann wird der Kapitel utleihen, aber ich kann nicht sein, das schafft nicht. Das schafft bloß nicht. Das schafft nicht in so einem Kartentit. Aber am Wort jetzt ist das. Eine Abrufung, zum uns in sehen, wirst du wie uns untereinander? Wo leben wir uns untereinander? Ist das eine wahre Leben? Oder ist das eine geheuchelte Leben? Mir ist das ein Daunt, weil ihr nicht kijken an. Mir ist das ein Daunt, als die Reformed an. Als die Mennoniten an. Wat immer vernoemen is, hier wel nanda. Wenn du nicht eine Leu hast untereinander, wenn du nicht eine Leu hast zu Gott, wenn das geht am jene Kirche zu mir, und wenn das geht am jene Missionary Programm zu mir, und wenn das geht am Bus Academic Level zu nehmen, wenn dort die Hauptsache ist, wo das am geht, und die Leu hast ausgeloten, dann sagt Paulus, dann helpt das unter aller nicht. Nicht der Propheten goven, nicht der Hiel uitgeleerde Weisheit halt rechners nicht. Wenigstens, ich will Ihnen das denken halt. Was halt dort? Al so viel weiten, als Hebräer 6 sagt. Dat al so erst die hast, als hier ein Anteil an den Heiligen Geist. Like, du bist so dich bei. Hebräer 6. Like, wenn all dort, was Gott dir all wiesen lädt, der hat die, dass du all so viel gehauen, was sein Sinn getan hat. Und die danach auffällt von dort. Das ist hier sag ich. Dort ist nicht möglich, das Kapitel, Vers 4, Kapitel 6, Vers 4. Dort ist nicht möglich, der einmal zum Licht gekommen sind, und der Himmelsgruppe geschmeckt haben,
Een Anteil an den Heiligen Geist haben und Gott sein Gutes Wort in der Kraft uit der kommenden Welt erfahren haben. Wenn die dann auffallen und Gott in rein Hand drehen, die waren aber ein frisches Bekenntnis zu bringen. Sieh, wenn die dort alle weiten, die sind all klar mit dem Evangelium. Die haben all diesen Verschmack von Himmel gekriegt, dass die Pharisäer all hatten. Die wissen dort, das ist Christus. Das geht nicht anders. Nikodemus kommt jedoch sagen, wie, wenn er sagt, wie, wem meint er dann? Die Gruppe Pharisäer, mit der was import wird. Und er wie ein von den Boersten. Wir weiten dort, dass du von Gott bist. Wenn du würdest, keiner kann so eine Wunder stellen, wie der ist von Gott. Das geht nicht mal anders. Das wird Nikodemus, das wird sein. Wenn er soll, applaudit statt von der ersten Tag sein. Das geht nicht. Du bist, wir weiten dort. So, aber wie ein Denk, was die Pharisäer zu schwer fallen. Sie müssen von sich selbst vergeten. In Christus all die Ehe geben. Wenn Gott teilt seine Ehe mit sich kein. Da wird ein großer Preis zu tun. Und dann fangen sie lieber an, von Jesus aufzufallen. Und den zu belegen. Und schlecht von denen zu reden. Weet je wat, dat redt hier nicht von unserer weltlichen Erfahrung verlieren. Das redt hier von Menschen, die so viel kann. All weiten. Und wo die Gelegenheit haben, wohnen sie das Beste. Dat die Leute selbst ab Erik wollen fast boven stehen bleiben. Das sag ich, wo kostet denn noch das was sein? So, wenn die dann auffallen und Gott in den Regen drehen, die war aber ein frisches Bekenntnis zu bringen. Gesagt, es ist alles, was die jetzt sagen. Das kriegt, woran Paulus das sagt, das halbt ihn reich nicht. Wenn die auch mit Engelsprachen reden würden, und all die Kenntnissen haben, das ist hier sagt in der 2. Vers, hier in 1. Korinther 13. Und wenn ich einen Prophetenruf habe und weiß alle Geheimnisse hat, alle Kenntnissen und hat einen Glauben, Beute versagen und aber nicht Leib hat, dann wird das mit mir noch nicht. Ich will nicht Academy doelran. Ich will nicht Seminaries doelran. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, in die Bibelschule gehen. Ja, wenn die kann lernen. Aber wenn die eine rechte Ursache haben, warum die das tun? Dat het wings geweln jünrek bühen, wings geweln, je hand jün al een plan gesagt, wat van groter missionair je een dag nog moet wel zijn, want dat je een hoofdzaak is. Dan helpt je dat niet meer als dat je hier in Hebräer saß. Wings dan wordt God door dag verloten wat man komt, wo je het even euren worden. Dat wordt toch niet zo uitkomen, als je dat wel. En die worden Lothar van eine Erlie en de andere neue roden. Wings die Wahrheit wird ihn immer schlechter interessieren. Als eine Warnung mag ich das sagen. So, wir gehen nach dem Schluss von diesem Kapitel. Das ist allerwichtig. Gott gelehrt sein in der Schrift ist wichtig. Dort wie die Guf haben, prophetisch zu reden, ist wichtig. Man hat auch alle was abhören. Dort wie diese lebende Hoffnung haben, dass er sagt, nu blijven ons geloven, Hoffnung und Leib, diese drei. Aber das Geradste von dieser ist der Leib. Und dann würde ich vielleicht sagen, naja, du hast mich hart geredet. Und das ist auch, was ich will. Das ist, was ich will. Ich will dus dit leven, aber ich weiß, was nicht will. Und du hast mir aber noch nicht gesagt, wo kann ich so leben? Und wenn ich hier abhören und gehen du mit dem Stärkloten, dann würde ich nicht sagen, Gott gedient haben. Wenn ich bloß sage, wo je sollen leben und nicht sagen, wo das möglich ist, so zu leben, dann habe ich noch nicht Gott gedient. Und das ist das. Dort wie Trägkeiten, wo Gott uns geläuft hat. Unser Läuf kann von selbst nur nicht kommen. Als wenn wir uns denen besäuen.
Wenn ich irgendwo denken halten, läuft mal, dauert mal, strengt mal an, dauert mal. Ich kann nicht gehalten damit, wenn das wollt ihr alle sagen, dass ihr das nicht kann. Aber unseren Verlangen und unsere Möglichkeit zu leben, als wenn wir abgehen, wo Gott uns geläuft hat. Und ich würde zum Schluss fallen, uns diesen einen Anblick noch mal denken halten. Barabbas. Im Gefängnis. Mit Reich straf am der Todesurteil. Der Todesstraf. Ganz reich. Mit Reich traf Jesus frei zu gehen, wenn sie hadden nichts getan. Mit Reich traf dat Jesus da bei den Führer bleibt, wo sie von Ewigkeit her immer diese Einigkeit gehabt haben, keine Streiterie unter sich. Und fehlt das uns das nicht. Sie haben genug Gemeinschaft miteinander. Und fehlt das nicht an uns. Und doch mögt Gott uns als ein Ebenbild sich selbst. Dort wir würden am deuten. Dort wir würden am verherrlichen in alles, was wir deuten, und wir deuten nicht. Wir haben Gott nicht so geläuft, als er würdig ist zu leben. Wir haben Gott nicht gedeunt, als er würdig ist, als wir am sollen deuten. Wir haben das jene getan. Wir haben das so getan, als Römer 5 sagt. Als wir nach seinen Feind wären. Wir wären feindlich gegen ihn. Gehasst gegen ihn. Und Gott, in seiner Gerechtigkeit, wird ganz reich gewesen sein, wenn er uns hat dort dann gegeben, was wir uns dann noch verdient haben. Und dort ist die ewige Verdammnis. Und Gott wird 100% ganz reich sein, und dem wird es in aller Ewigkeit nicht an uns fehlen. Wenn er hat 1000 mal 1000 Engel und hat 10.000 mal 10.000 Engel. Das ist bloß eine unsprechliche Sache, was am da tun. Und er hat Geschöpfe im Himmel. Dort waren ein von da hier in der Erde kam, in der Herrlichkeit, wie der ganze Erdball wird verschmattern von ein von der Kreaturen ihrer Herrlichkeit. Und da dein Gott mit so einer Reverence, dass sie sogar ihr Sache bedachten tun. Wenn sie selbst sind nicht würdig, Gott in Herrlichkeit anzukicken. So ein Deins hat Gott durch, so geehrt wird Gott durch, den fehlt dort nicht an uns. Und doch schickt Gott seinen Sehen, für uns zu sterben. Und er lehrt all ans Kart kommen ab an. Und dann behandelt er ihn. Das von der das getan hat. Und er geht all sein Euer, sein gerechten Euer, ab den. Und er steht ab uns. Und wenn wir uns wollen ein Titel Beispiel machen. Ich sage ein Beispiel. Wenn wir das bisschen wollen, titelig besein, so wie das unsere Titel üben. Das besein kann, und dort Gott du als Wort, was wir mal soll mit unseren Üben sein können, und das kriegt mit das. Jesus, frei von Schuld, ganz rein, du wie keine Beschuldigung, du kannst dich mit Recht am nicht beschuldigen, steht du für ein Rechter. In Barabbas, als du, wer du soll beschuldigt worden. Und dann weiß Gott, wo er das tät. Nicht, dass er das ganz anders. Er tät den Schuldigen freilassen gehen. Und den Unschuldigen, das er bestrafen. Und den Schuldigen seine Steher. Glaub ihr, wie das ein Taufaller Barabbas im Gefängnis wird, oder wie das Gott seine Sovereignty, wo das so geführt hat. Und Brüder und Schwestern, wenn wir das mal besein, wir haben für so einen schweren Zeit, wir vertrauen uns selbst. Ich weiß, dass ich soll da leben. Das soll von Hort kommen, aber das ist so schwer. Weißt du, was uns gefehlt hat? Wir haben für jeden abzukicken, nur was Gott für uns getan hat. Das ist, warum das so schwer ist. Wir haben uns dort für jeden Denken zu halten, wo wir wie? Wie wären das die Barabbas im Gefängnis? Und wo geht uns durch? Wenn wir dort wirklich tun, wenn wir wirklich mal in dieser Todesangst sind, dass ich sie am Weg nach der Hall. Wenn wir uns so sehr schuldig fühlen. Wir sind am Weg nach der Hall, das ist das Barabbas. Ich weiß nicht, wo du was gewesen.
Ich stelle mir den einzigen vor, den Mann in Schreck sind durchgegangen. Aber die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt nicht, dass der wüttig wird, oder dass der sich bis nach Prüfte Reich vorgehen, oder dass der glaubt, er wieder aschelig zu werden. Das weiß ich nicht. Aber ich stelle mir den Mann mal diesen zwei vor, der weiß, dass er schuldig wird. Der weiß das. Und das sein Verbrechen kann er nicht verlieren. Das wir bis alle up, die Evidenz wird alle, du wie kein Weg, dass er kann, das verlieren. In sein eigenes Gewissen sagt er auch. Und dass er in so einer Fahrt im Gefängnis ist, dass er für jedes Mal, wenn er hier die Kämpfen Soldat verlängert, den Gang gegangen, wo das Gefängnis ist. Den geht in Schreck ein durch, dass die nie waren am Fleisch holen und am Haar richten. Und in den Schreck du so sein. Und nu kommen die Soldaten da nu und sehen Hacknon oder in sein Cage, wo immer heran eingestoppt ist. Und die holen am durch. Wenn's in sein Mind, das vielleicht ganz klar ist, wo das niemand am Jaff. Bloß, diese nur recht zu hören, in den, wie sind geschickt, die frei zu lassen. Ist das nicht einmal ein Schreck, wenn wir unsere Sinnhaftigkeit besäuen? Und uns wird das Evangelium vergehauen. Jesus hat die frei gemacht. Du darfst diese Schuld nicht selbst betonen. Ist das nicht fertig, dass uns mit so einem Grüssel durchgeht? Nicht halt du bist mal eben, das war was. Wenn den du wird im Gefängnis rausgelassen, rausgeholt, hat er kein selbst gehen? Hat er verschreckt, nicht wiss, was er nicht soll tun? Und danach, wenn er diese Nachricht kriegt, wie sind geschickt, die frei zu lassen? Was dreht euch so ein Mensch? Und wenn er das nicht begreifen kann, ist das bloß ein Spaß, proben die mich hier bis nach dem Sport zu bringen? Was proben die nicht zu tun? Ja, was ich doch getan habe. Woher würde ich nicht sagen, frei gehen? Woher? Ja, was ich alles getan habe. Yes, die Hass. Die Hass. Weißt du was? Die hast noch sehr viel mehr getan. Die hast noch sehr viel Eure getan, als die begreifen kannst. Die Sache ist viel schlimmer. Dann soll ich frei gehen? Yes. Yes. Na wo? Ja mal. Du hängst einer am Kreuz. Der Struf. Was die traf. Ich hab den. Ich hab mir was von der Leute für die haben. Dass die dienen steht haben. Und die freut sich, dass er für die sterben. So läuft die. Wenn wir uns dort besäuen, wie schwer fällt uns das an, unseren Nächsten zu leben. Ich habe nie verstanden, warum der Leib her so kalt ist. Wenn wir kicken in der Anrechte steht, von wo wir unsere Leib haben. Wenn es warnen unser Leib von irgendwas, wo ich kämpfe, von uns selbst abgemastert, das stark sind. Die bleibt nicht bestehen. Aber wenn unser Leib du von kämpft, wenn wir kicken, was Christus für uns getan hat, dann kann wie so Stephanus, der beten noch Leute, dass Gott nicht soll. Der soll nicht diese Sinn tun. Die weiß nicht, was die tun. Du so, die Menschen, die am Steuern tun, können heute noch Leute beweisen. Warum? Wenn er sagt, wer Christus wird, er sagt, was Christus für ihn getan hat.
Minuten oder Stunden euer, so am Standen deuten, dann kick er ab und sagt, dass Christus bei Gott rechte Hand steht. So wie denn du. So wie Christus, du bei Gott rechte Hand. Was nicht, als ich dahin geglaubt. Wenn diese, was mich nicht tausaten tun, und diese, was mich nicht wollen anbringen, sag ich dort ohne, von Gott mal was nicht heimkriegen habe. Oder sag ich dort, das kriegt Gott sein Plan. Nicht kann ich bloß kriegt dort bewiesen, was Christus all bewiesen hat. So als Christus sein Leben handjäuf. So will ich niemand Freiheit in mein Leben auch handjäufen. Und wann dort mein Tod soll sein. Ich weiß, dass das jetzt so deutlich wie Wasser. Und wie Wasser ist das ein Anstoß. Aber guck mal. Hier am beweis ich dort, wo unsere Harten sind. Wenn uns Hart dann geriert wird, wenn wir abchecken, was Christus für uns getan hat, dann Gott sei Dank. Und das ist ein Zeichen von Gott, seine Kinder zu sein. Wenn uns das bothern das eine Warnung sein für jeden. Das ist auch ein Result von den Tests. Und das ist negativ teregekommen. Da bist du. Kijk op naar Christus. Kijk wat hij gedaan heeft voor die. En maak dat. Dat we dag voor dag in dit te wassen gaan, dat we buiten doen, dat we dat thuis doen, waar kort we komen. En we ons niet willen zelfs verlegen, ik blijf de nächsten als ik zal. No, we doen gleich. Ik geloof, zolang we niet ons een verherrlichten Körper haben, wo wir in dit te wassen gaan. En dat is wat ik wil hebben, wat onze kerk zal. Dat we in deze leven toenemen. En de einzige weg om dat te doen, is dat we ons ständig denken halten, kijk maar wat Christus voor die gedaan heeft. Amen. Laten we bidden. Laten we je recht daarvoor. We komen je voor die en we danken die. Voor we God die te ons best. En dat die over den, wat we zo kalt zijn in onze leven, te die en ook te de nächsten, bewijst die dat die leven onbeweeglijk is, dat die unconditional is, dat het niet daarvan afhängig is wat we in staat zijn te doen, maar dat het daarvan afhängig is van dat wat die zelfs versprochen has. En wat hebben we niet anders als die loven en danken. Voor wo God die te ons best en je was best. Dat die al onze zin has op die ihnen sehen gelegt. Dat we du niet daarin evalueren, dat du nog irgendwas war, wat voor een dag komt. Aber dat die betoeld zijn. Mocht dit ons allemaal klarer worden. En dat we mogen immer dollar gewas zijn du Eva. Dat die niet liegend is. En dat we zeggen in die zijn. En mocht die ons ook halten. En mocht die zonne leven onze harten uitjuiten. Dat we in Sturm zijn onze nächsten zo te leven. Besonders Menschen, wat ons proben tot te zaten. Dat we mogen liever met Leuf drei antwoorden. Dat we mogen Leuf bewijzen. En dat doordacht te zijn is. Wat die in Sturm is. En zo'n gefallene Menschen als wie wir en als wie nog zijn. Maar dat was immer een Wunder gewas. De Welt heeft dit niet kunnen verstaan. Wo die kerk, die Körper, die met die het bloot gekauft has, wo die kunnen zo standhaft zijn. Wo die kunnen zo bij om eindtoe standhaft blijven. En dat nog alle in leef. En moedig zijn voor die. Aber Herr, wir wollten, dass die allein, wir statt, was das wirken da und da, und wir beten, dass die auch dort was muss wirken in uns, dass wir die an machen teilnehmen. Und Herr, muss die das alle tun. Nicht wegen wer wir sind, aber den großen Namen zu verherrlichen. Und dass die direkt durch bühren das. Und wann durch ein kleines Herzchen groß haben. Dass das zu sein ist, dass wir nicht von einem Mensch, aber dass das von dir wird. Wenn sie dat alle te dienen eer zal gaan.
wil ik mij voor die te komen en door om te beden. In Jezus' naam. Amen.